Herr Erzbischof, liebe Mitbrüder, die Schwestern, die Damen und die Herren, das Jubiläum von den 350 Jahren Erwählung von der Trägerin zur Stadtpatronisch geht auf seinen abschließenden Höchstpunkt zu. Am Rückblick auf einen guten Teil von den Jubiläumsevenementen darf ich von einem dynamischen, diversifizierten, reichhaltigen Ereignis schwätzen. Es ist mir erlaubt, die markantsten Etappen an diesem Geschehen zu ernehmen, Facetten zu weisen. Die Oktav 2016 mit ihrem feierlichen Aufschluss beim päpstlichen Legat, dem Kardinal Rainer Maria Wölki von Köln. Die 26 Stationen, auf denen das Gnadenbild von der Trägerin an den letzten Monaten an die Kommunitäten von der Stadt NRW war. Die Lichterprozession um Vierhofen von Maria Himmelfahrt. Die Edition von einem Timbre, zusammen durch die Post von Lützeburg und die Post vom Vatikan. Die Ausstellung von Jean-Claude Schneider mit Bildern von Muttergottesstatuen aus der Stadt, hier an der Kathedrale, und die famöse Ausstellung Notre-Dame de Luxembourg, Dévotion et Patrimoine am Musée en Piconrue zu Baschnich, die nach zu gucken als bis den 21. April nächstes Jahr. Ganz besonders die musikalische Begleitung vom Ereignis an der Komposition von der Jubiläumsmass Patrona Civitatis vom Domorganist Paul Breich, an der Produktion vom doppelten Disc mit der Maîtrise von der Kathedrale an der Militärmusik, dem Konzert Iver Samstich mit den zwei Ensemblen und auch nach dem Kompositionskonkurs von der Union Saint-Pédis. Gebet und Verweilen für ein Gnadenbild von so vielen Pilgerinnen und Pilger, auch von Leuten, die nicht mehr kurz hier an die Kathedrale rankommen, für unter Trägerin Votivaltor einen Moment stillhalten. Und dann die unzählig viel kleiner, mit großen Diensten von Leuten, die mit ihrem Devoement an ihrer Generosität mit planen und mit schaffen und diesem Jubiläum. Und dann den Evenement von heute Abend. Für die ich führende Feierlichkeiten von der Sonntag mit den Pressionen von der Staatsgemeinschaften, dem Pontifikalamt und der Erneuerung von der Erwählung von 1666. Eben heute Abend Konferenz, wer soll sich hier nicht schenken, vom Herrn Hellinghausen. Man blickt an die Geschichte und man blickt auf die Bedeutung von einer Erwählung auf Weih und Mutter Gottes. Den Dompropst George Hellinghausen muss ich nicht extra vorstellen. Er ist durch seine vielfältigen Tätigkeiten am Dienstag an der Kirche zu Lützeburg mehr wie bekannt. Wie nicht viele andere kennt hier ein Land am Diözes, Kirchen und Kapellen und Leute, die sich da versammeln an Heißstecker auf ihr Kirchenhallen. Sonntag für Sonntag, als ihr am Dienst, für an der Radiosmass als eine fundierte Predigt den Wort vom Herrgott zu verbreiten. Seine Tätigkeit als Historiker ist nicht minder bemerkenswert. Viele Publikationen hatten so manche Aspekte von unserer nationaler und von unserer kirchlicher Geschichte in der Sicht und durchgestaltet. Als Historiker, aber auch als großer Sammler von kleinen und großen Objekten rund um das Gnadenbild an seine Verehrung hier an die Grenzen raus, wird hier also anstimmen auf den Höchstpunkt vom Jubiläum Sonntag. Nach der Konferenz als Empfang von der Kathedrale die Möglichkeit, für mit Herrn Hellinghausen an Gespräch zu kommen bei einem Glas Wein und oder den oder das andere zu vertiefen. Merci, George, für alles. Merci dafür, dass du also nach mir abends an den Kreis von denen, die sich hier schenken. Merci, Herr Hamus, für alle Vierder
Monseigneur, die Damen und die Herren, wir soll sich hier nicht schenken am Lützeburger Land. So heischt es am Lied, o Mam leif Mam do Uwen, wir kennen es all auswendig. Dorims geht es bei der Weih Maria, sich hier schenken. Wie wat bedeutet sich hier schenken, theologisch gesehen, kirchlich, mit Blick auf eis Lützeburger Kirch, und noch existenziell ob den einzelnen Christ bezogen. Damit will man eis lo beschäftigen. Obhängert as den 350. Jubiläum von der Stadt Weih und eis Patrinisch, den 10. Oktober 1666. Meng Ausfeierungen gi wohl iwwer de renge Lützeburger Kader heraus, an ich schwätze méi allgemeng vun Marie Weih a Marienerwählung. Ob et dobei méi dat eent oder méi dat anert ass, Erwählung oder Weih, Election ou Konsekration, ob die Diskussion gi man net an. Sie war ein Thema beim Jubiläum 1971, am theologisch gebildete Kepp und Demols für den Begriff Erwählung am Manner für Marie Weih plädiert. Was sieht der Wählungsformel von 1666, die an dieser Kirche für genau 350 Jahre für die erste Kehr erklungen ist, für Bild von der Consolatrix Afflictorum, dat durch vier extra aus der Glaciskapelle Rofbrucht an Hai am Chor, dat war nach du am Durchbruch, ob enger Stil abgestaltet war. Heide Wortlaut. Heilige Maria, Mutter Gottes und Trösterin der Betrübten, wir, Gouverneur, Präsident, Rat, Richter und Schöffen, samt allen Bürgern und Einwohnern dieser Stadt Luxemburg, erwählen dich am heutigen Tag in unserem und unserer Nachkommen Namen zu unserer Gebieterin und Schutzfrau und nehmen uns fest vor, diese Huldigung, wodurch wir uns selbst aufopfern, in Zukunft alle Jahre in deiner Kapelle zu erneuern. Darum bitten wir dich auf das Demütigste, du wollest uns unter deinen Schutz und Schirm nehmen und uns beistehen, zur Zeit des Krieges, der Pest und in all unseren Nöten und Widerwärtigkeiten. Amen. Wie ist den Abbau von dem Gebiet? Die Akteuren waren demals der Gouverneur, der Präsident und der Königliche Rat, die Richter und Chefen, mit alle Bürger und Anwohner von der Stadt Lützeburg. Sie handeln an ihrem eigenen Numm und am Numm von ihren Nachkommen. Am Weihegebiet 1678 zusätzlich am Numm vom ganzen Land. Sie erwählen Maria als Gebieterin und Schutzfrau. Beide Erwählungen sind auf die Initiative von den Lützeburger Jesuiten zurückzuführen. An der Propos vom Pater Alexander Wildheim und der Provinzialrat vom September 1666 sollen Glav an Frieden ënner ihre Schutzgestalt gehen. Maria soll Staat an ihr Anwohner am richtige Glaven a Gottesdienst erhalen, auf ihren allfeindlichem Ugriff schützen. Es geht dann zweitens Riets von einer Huldigung, Hommage, Veneration und Trächterin, die all Joa zu erneuern wird, in Akt, durch den wir eis selber eis opafferen hechtet, wo man denkt, iwer Eignung oder Weih gemengt as. Wir soll sich hier nicht schenken, hechtet am spätere Lied. Schließlich beten sie drittens, an alle Neid unter den Schutz von Maria geholt zu gehen. Sind also 3 Schritte. Maria geht erwählt, erstens, wir erweisen hier als Reverenz, als den tiefsten Respekt, als Veneration, zweitens, aber beten um ihren Schutz, drittens. Die Huldigung, die Reverenz enthält 1666 einen Viersatz, die alljährliche Erneuerung, an eng Weih, formuliert man am Term sich opafferen.
Der Wählungsgebiet von 1666 auf 1671 hat dieselbe Struktur und zum Teil dieselbe Wortlaut wie die Weih o Maria vom Helgen Johannes Berchmans, respektiv die Formel, mit der hier 1615 zu Malin, der Marianischer Sodalität, einer auf Maria ausgerichteter Vereinigung, beigetragen ist. Sodale Weih ist also die Vierlage für die Wählungsgebieter von 1666 an 1671. Sich als Servus Dinger mit seiner Person der Maria als Domina, Herrin, Gebieterin, überegnen, das tut den Einzelnen an der Sodale Weih ausgesprochen und das wird kollektiv für Stadt und Land Lützeburg ausgedrückt. Der Wählung von 1666 ist von den politischen und religiösen Autoritäten offiziell getätigt ging, vom Volk öffentlich bestätigt, an der Nowelt vertrauensvoll überdrohe ging. Nur dieser Hinfeierung, Stichwort 1666, schwätzt man nur an einem ersten großen Panorama von der Weih und Mutter Gottes, an einem geschichtlichen Überblick mit seiner Relevanz für Haut. Weihegebieter und Mutter Gottes als marianisch Frömmigkeitsform hun Haut am Unterschied zu früheren Zeiten nicht unbedingt Heichkonjunktur. Mach mal eine kurze Exkursion an die Geschichte. Zu veranschlagen als vor 4 ran, dat eelst Mutter Gottes gebiert, mit dem den bedrehte Mönch sich in ihre Schutzflücht, den Gefahren und Bedrängnisse von seiner Existenz. Wir kennen nicht alle Guten, aber beten nicht regelmäßig, auch an dieser Kirche. Sub tuum Präsidium, unter deinen Schutz und Schirm. Der griechischen Text gouf erempfund auf einem ägyptischen Papyrus aus dem 4. Jahrhundert. Nicht für nichts heißt es an der Erwählungsformel von 1666 an direkter Kontinuität dazu: Darum bitten wir dich auf das Demütigste, du wollest uns unter deinen Schutz und Schirm nehmen und uns beistehen zur Zeit des Krieges, der Pest und in all unseren Nöten und Widerwärtigkeiten. Eng eigentlich Vierform von der Marie Weih fanden wir auch schon ganz früh an der Frömmigkeitsgeschichte, wie vom 3. auf 4. Jahrhundert den Titel Königin, Regina an Herrin, Domina gebraucht wird für Maria, respektiv Dinger als Sklav, Servus für die Gläubigen zu bezeichnen. A grad wie Christen am Mittelalter Troll von der Königin König Saf erlebt hun, so überdrohen sie an der germanischer Vorstellungswelt, ob Maria die Fürsprecherrolle bei ihrem Jungen, Königin beim König. Dann könnte Brauch ob der Mutter Gottes Kirche nach Klöster zu weihen. Es geht also hier um den sogenannten Patrozinium, wo Maria schutzpatronisch von einer Kirche oder einer Klostergemeinschaft gibt. Das bedeutet, neben einem Hommage um Maria auch eine Beziehung von Subordination, Untertänigkeit hier vis-à-vis, an eine Relation von Schutz von hier zu Eis rüber. Als Kathedral, als Muttergotteskirche dreht dem Rechnung. Das Subordinations- respektive Schutzverhältnis feiert der heilige König Stephan dazu, Ungarn ugangs des 11. Jahrhunderts dem Patronat von der Mutter Gottes zu innerstellen. Orden aus dem Heichmittelalter, Zisterzienser und Prämonstratenser, und noch Bruderschaften erwählen Maria als patronisch. 1651 gründet ja auch Eisepater Brockach, den Begründer vom Konsolatrixkult zu Lützeburg, eine Bruderschaft von der Trösterin der Betrübten. Dominikaner spitzen die Brauch zu, indem sie den Namen von Maria an ihrer Gelübdeformel nennen. So wollen sie neben der Bindung zu Gott sich auch Maria verschreiben. Nächste Stufe an der Entwicklung sind die marianisch Weihegebieter vom 17. Jahrhundert.
Hei gëtt fir d'éischte Käier den Ausdruck consecrare, se consacré, fir eng Weih o Maria gebraucht. Quasi am selvichte Sinn wie aner Vokabelen, die Usus wären, se offerre, tradere, kommendare, devovere an sophirun. An den marianische Kongregationen, also Vereinigungen, die entstehen, besonders durch die Initiative von den Jesuiten, auch zu Lützeburg, ugangs des 17. Jahrhundert, gehen Weihegebärder direkt um Maria adressiert. Gerade bei den von den Jesuiten initiierten marianische Kongregationen oder Sodalitäten sind zwei Momente charakteristisch. Sich Maria verschreiben, dadurch soll engerseits die persönlich christlich Selbsterziehung gefördert gehen. Einerseits soll neben dem Streben nach Verinnerlichung auch das Apostolat Ziel von der Marieweihe sein. Ugestrebt gehen also sowohl vorbildlich christlich Leben, inwendig an Nobausen, wie auch explizit apostolisch Aktivität und Engagement. Auf dieser Platz lehnen sich Ausführungen noch über Maria an der Spiritualität vom heiligen Ignatius von den Jesuiten. An dem Kader sie als Oktav und noch als Staat und Landesweih entstanden an zu verstehen, den Stallgeruch bleibt mit dieser Mariendevotion heutzulands verbunden. Dem Ignatius, Gründer vom Jesuitenorden, sing Frömmigkeit als christozentrisch, also ob Christus ausgerichtet. Hier wird kein Weih und Mutter Gottes praktiziert, und noch eng soll ich nicht singe Matbrüder ugeroden. An Dach sind sing wichtigste Etappen als spirituell Akten immer programmiert an sie geschehen a Präsenz von Nuestra Señora. An dat nach ganz nom ritterlichen Ideal vom Mittelalter, dat Maria vis-à-vis ein groß lebt, Minne, opruhig tut. Maria gëtt gesinn als Mittlerin, soll helfen, nachfolglich vor Christus an noch Leben nom Evangelium umzusetzen. E paar Generationen durch no aber praktizieren Membren von der Gesellschaft Jesu an ihrem Orden Weih und Maria. Zum Beispiel des schon zitierten Johannes Berchmans. Und sie rufen so auch zu Lützeburg kurz nach der Ouvertüre vom Stadter College marianische Sodalitäten an Leben. Das heißt, Studentenassoziationen an einer Laiengruppierungen, die unter dem Schutz von Maria stehen, an eng Weih um Maria unter der Bezeichnung Erwählung Electio praktizieren. Das ist am Kader von der Pastoral, für die Jesuitenorden sie am Herzogtum Lützeburg durchgezogen hat. Zwei Uleis waren mit der Erwählung von Maria als schutzpatronisch verbunden. Ob der Seite vom Antragsteller feststehen am richtigen Glauben, am Sinn von Glaubensverdeihung, an Glaubensverteidigung an der Linie vom Konzil von Trient, an den Beistand, Schutz an Hilfe an irdischen Notsituationen, die Maria sollt gewähren. De Muster von den Erwählungen von 1666 und 1678 fanden wir bei der Electio von Maria sowie die Jesuiten selber an Membren von ihren Sodalitäten sie praktiziert tun, als eine Pastoralmethode von Glaubenserneuerung. Ähnlich bei der Bruderschaft von der Trösterin der Betrübten, die Jesuiten 1651 an Leben gerufen hatten, denen hier Membren sich ebenfalls der Mutter Gottes geweiht tun, an ein Leben in ihrem Schutz, an ugelegt durch ihr Beispiel versprochen. En plus haben Jesuiten am Herzogtum Christenlehrbruderschaften verbreitet, die zusammen mit den Prämissionen zur Erneuerung vom Präleben beigetragen haben. Aber wo Membren auch eine Konsekration und Mutter Gottes vorgeholt haben, die sie all Jahre erneuert haben. Wir sehen also, wie das ganze Erwählungsgeschehen von 1666 formal und inhaltlich ganz aus dem Geist von der Gesellschaft Jesu an ihre pastorale Methoden zu Lützeburg heraus entstanden ist. An die Empreinte dreht bis heute. Die
Froh ass, wie könne mir haut der Wählung von Maria pastoral nutzbar machen, an sie an eis Seelsorg abbauen. War das lo theologisch gesinn den Inhalt von so engem Erwählungsakt. Maria geht als Herrin, a Gebieterin, als Schutzfrau an Beschützerin erwählt. Das Spruch erinnert Nes und hat alt Gebiet aus der Patristik unter deinen Schutz und Schirm. Mit der zentraler Ausso, dass man an existenziellen Notsituationen als flehentlich und Mutter Gottes wenden können. Titeln Herrin, Gebieterin, Schutzherrin, Patronin sind nach Souveniren und die heichmittelalterliche Gesellschaftsordnung, konkret und die höfisch Ritterkultur, an der die Relation zwischen der Herrin und dem ritterlichen Dienstmann von Bedeutung war. An dem Kontext waren noch folgende Ausdrücke geprägt gehen: Notre Dame, unsere liebe Frau, Gebieterin Domina, vis-à-vis von ihrem Dinger, Suzerain, so wie das Gnadebild von Aviot den Titel Suzerain de Luxembourg gedrohen hat. All das als iwwer den Ignatius von Loyola, der ja nach an der ritterlichen Welt groß war, an den Jesuitenorden angeflossen. Kommen wir lo bei den Helgen Louis-Marie Grignon de Montfort, den wir an Zusammenhang setzen mit dem, wo singen bedeutendste Schüler, nämlich den Karol Wojtyła alias Papst Jean-Paul II. Dem Jean-Paul II. Sing Oblativhaltung Maria vis-à-vis geht zurück auf sing Freijurend. Geprägt gouf hien do vom Grignon de Montfort singem Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge von 1713. Da das Hauptquell von seiner marianischer Frömmigkeit, die ganz eng mit seinem Liebesweh und mit seiner Vierberedung auf Priestertum verbunden ist. Den Zentrum vom Grignon seiner marianischer Spiritualität ist das Überzeugung. Maria als eng mächtig Fürsprecherin, hier Tourende güldet Not zu ahmen. Desgleichen eng kontinuierlich Erneuerung vom Taufgelübde vorzuholen. Dadurch, dass ihn sich Maria vollständig higet, sich hier weit, und zwar sich weit durch Maria dem Jesus. Wichtige Aspekte vom Jean-Paul II. Seiner Mariendevotion sind die Hai. Eng total Aufhängigkeit an Dienstbereitschaft Maria gegenüber, was zugleich Quell von enger dever Freiheit bedeutet. Sich der Mutter Gottes vertrauen, aber an der Linie vom Grignon als Mittel für ein vollständig Weih o Christus an sein Heilswerk. Weil für de Grignon ist Weih als vollkommen Andacht zu Maria lichten, kurzen, perfekten, sichere Weg für bei Christus. Den ist das eigentlich Ziel von der Marie Weih. Weil, Zitat, je mehr eng Seel Maria geweiht ist, desto mehr ist Jesus Christus geweiht. Und du weißt, dass wir hier in Marie Weih eng vollkommen Erneuerung vom Taufgelübde. Wieso dann den Umweg über Maria holen, fromme Eis? Der marianische Charakter von diesem Weg bei Christus ergibt sich aus der Inkarnation. Wie Maria do irdische Liebe vom Jesus matt gewirkt wird, so steht sie auch Liebesweh von all Gedäften für bei Christus. Hieraus ergibt sich die typische Verknüpfung von Jean-Paul II. Seiner Mariologie mit einer markanter Christozentrik. Christus als am Zentrum, als Mittelpunkt, an das Ziel. Das, so wie der Grignon rekommandiert, eng Weih o Christus durch den von Maria, als wirksam Mittel darf Verpflichtungen treu zu leben, den Engagement, den sich aus dem Gedäftsinn ergibt, auszuführen. Das am Übrigen gewusst, dass den Karol Wojtyła als jungen Erbichter an des Solvay-Wirker den Traktat vom Grignon als in Erbispausen gelesen hat und Weih o Christus durch den von Maria persönlich vorgeholt hat. Das ist dieselbe wie die 8. Dezember 1953
der Kardinal Wyszynski in der schwierigsten politischen Umständen ob ganz Polen ausgeweiht wird. Ähnlich rät de Jean-Paul II. Als seiner Marienenzyklika Redemptoris Mater von 1987 an der Suite vom Grignon de Montfort implizit ein Akt von Vertrauen, Commendatio, eng gemildert Form also vu Weih, Konsekratio, gegen die Maria vierzuholen. Weil, so schreibt hier, Vertrauen, Commendatio, als Denfert, ob leeft von enger Person, an am Besonderschen ob leeft von enger Mam. All das als im Ursprung vom Jean-Paul II. Singen marianische Leitmotiv Totus tuus, das sein Niederschlag findet an unzähligen Aussprachen, an Messagen, an Gebirder, an Weihen und Mutter Gottes, an Pilgerfahrten zu marianischen Heiligtümern während seine vielen apostolische Reisen. Und nicht zuletzt am Ausrufen von einem marianischen Jahr 1987-88 oder auch der Publikation von der genannten Enzyklika Redemptoris Mater. Erinnert sich auch daran, dass hier auch hier an der Kathedral Virum Votiva Altor den 15. Mai 1985 zu Maria gebiert wird, zusammen mit den älteren, erkrankten Mitmenschen aus unserem Land. Lede mal aus all dem auf. Weih und Mutter Gottes als das konsequent Leben aus der Gnade vom Sakrament von der Darf. Jo als das Leben vom Darf-Sakrament, da die nicht nimmen als etwas Punktuelles darf gesehen, mehr als ein Prozess, der Firo geht. Den tschechischen Autor Ergeschlichen Thomas Halik schreibt: Je mehr Menschen ich auf dem Weg der Taufvorbereitung begleite und taufe, desto mehr wird für mich deutlich, dass die Taufe ein dynamisches Sakrament ist. Ähnlich wie die Ehe oder das Priestertum ist auch die Taufe ein Ereignis, das sich nicht mit dem Augenblick der Sakramentenspendung erschöpft, sondern so wirkt, dass es das ganze weitere Leben durchdringt. Dass Marie Weih so verstanden Impact am täglichen Leben vom Christ misstun, als eng Selbstverständlichkeit. Vielleicht erklärt es, wieso heute zu Lützeburg das Marianisch so stark präsent war und zum Teil nach Ass, bis hin an das alltägliche Leben heran. Interessant Reminiszenzen dorun, die Haut Seltenheitswert tun, sind zum Beispiel ein Kartons Köcht mit Savant, Seef, Savant Notre-Dame de Luxembourg, der Gesitzer an der Expo zu Berg nicht diesen Black. Oder ein bleche knippersches Dos mit Notre-Dame de Luxembourg drop aus der ersten Halbzeit vom 20. Jahrhundert. Aufgesehen von den solchen Oktav-Sonderangeboten, die das Städter Geschäftsfeld zum Teil bis heute offeriert. Gucken wir zurück. Dem Grignon singt vollkommen Andacht Vraie Devotion als ein privat individuell Weih. Sodale Gebirder von den marianischen Kongregationen sind par contre ein Kollektivweih. Sie wird zwar von Einzelnen aufgelöst, als aber das verbindende Band von allen Kongregationsmembern. Nach mehr weit gefasst sie schließlich die gemeinschaftlich, territorial und national Weihen Maria bis hin zur Weih von der Welt und das unbefleckten Herz von Maria durch den Pius XII. 1942. Das Consécration du Monde als Zentner hier mindestens 8 Mal von 3 Päpst wiederholt gehen. Lützeburg, Stadter Land, reiht sich an das gemeinschaftlich, territorial und national Weihen. Eng von den markantesten Haut aber bald vergiss als die von Louis XIII, von einer schwerer Krankheit genesen, an der Weidung von einem Thronfolger, den ob sich Weide gelost wird. Das ist der berühmte Vœu von 1638, wodurch hier Frankreich der Mutter Gottes geweiht wird, wird all Jahr 15. August bis zur Revolution kommemoriert gouf. Wann die nächste Kehr auf Paris an Notre-Dame geht, da bewundert Hannen am Chor die Skulpturegruppe
die de Vœu von 1631 plastisch durchstellt. Maria als Barock Marmor Pietà an der Mitte und zur Seite Louis XIII, den hier die Krone vom Royaume offriert. So wie bei Eis auf einer Durchstellung vom Bruder Abraham Gilson von Orval personifiziert Stadt a Provinz Lützeburg, der Mutter Gottes der Staatsschlüssel präsentiert. Auf der anderen Seite an Notre Dame gesehen wir den Louis XIV knien als Frucht von dem Vœu von 1631. Promenade durch die Geschichte lässt nach einem Thema uklingen, das wir hier aber nicht verdeutlichen können, die geistliche Vermählung mit Maria. Das Thema fanden wir unter anderem beim Helgen Hermann Josef von Steinfeld, dem Helgen Jean Eudes und dem Vinzenz Pallotti. Ich schließe diesen Historik, diesen ersten Teil auf, mit dem von unseren Bischöfen, heute vielleicht den unbekanntesten, der Bischof Pierre Nummisch. 1921 hat hier in Matter Diözese den 250. Jubiläum von der Stadt patrinisch gefeiert. Weil 1916 hatten am Ersten Weltkrieg war das nicht möglich gewesen. An 1921 hat hier die Oktavzeit von 10 auf 14 Tage ausgeweitet. Als in Bischofswopen als Konsulatrix Mam Kant über der aller Glassiskapelle durchgestaltet. Sein Wopespruch ist Tuus sum ego. Dein bin ich gehöre dir sind ich zu eigen, je suis à toi. Eng Weih o Maria a Rengsubstanz, präzis a konzis. Mir einfach kann ich nicht soen. So mir auch vielleicht von der Welt am Herz, Mam Bischof Nummisch, Tuus sum ego. Wir kommen lo und den zweiten großen Komplex, Dwei o Maria, hier Charakteristiken an hier theologische Bedeutung. Wir erwählen dich, heeschte am Konsekrationsgebiet vom 10. Oktober 1666. Mir eiert Stadt Lützeburg dat zur Mutter Gottes so kommt, als von einer anderer Erwählung zu schwätzen, die echt erlächt Ursache von alle Späteren. Das Wahl, was nicht geschieht 350 Jahre, mit Zenter ewigen Zeiten. Das Wahl ist, wie den Dompfarrer Frederik Raske am Jubiläumsjahr 1966 gepredigt hat, von 3 Personen getätigt ging, von den 3 göttlichen Personen von der heiligsten Dreifaltigkeit. Von Ewigkeit hier hat Gott der Pap Maria auserwählt als Mann für sein Jung. Die Wahl von 1666 als ein Echo von, ein Akkord hierop, an eine Noklinge von der lebt, die Gott Vater für Maria hecht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber gerade so hat der Wählung von 1666 als Fundament lebt vor Christus zu seiner Mam, die obliegt an den Herzen von den Gläubigen. An noch Genot vom Heiligen Geist, die über sie kommers aufgrund vom göttlichen Heilsrotschluss. An andere wieder, weil den dreifaltige Gott gesot wird, mir erwählen dich, konnten auch als Vierfuhren 350 Jahre soen, mir erwählen dich. Können noch mir all Jahre soen, mir erwählen dich. Laut dem Text von 1666 soll die Weih Zeit überdauern. Das ist also nicht einfach im momentan Geschehen, mehr etwas Kontinuierliches. Es geht darum, so die Formel, diese Huldigung inkünftig alle Jahre in deiner Kapelle zu erneuern. An die alljährliche Erwählung ist geschehen, te choisissons aujourd'hui en notre nom et en celui de nos descendants, so die französische Fassung. An die aktuell, wo der Bischof sieht, erwähle ich dich heute beneid an meinem eigenen Numm, an am Numm von meinen Nachfolger zu eiser Schutzpatrinisch. Wir holen uns fest für, dich immer als soll ich uns erkennen und zu verehren. Wir stehen also an einer Linie, die sich von 1666 rüberzieht durch Eiszeit und Zukunft heran. Dafür geht doch jetzt am Weihegebiet von
eist ganz vollig, dat deint ass, a für immer deint wilt bleiben. Marie Wei ass also geschehen, dat aus der Vergangenheit könnt, sich an der Gegenwart aktualisiert, will dann Zukunft ran verlängert gehen. An dem Sinn trifft den Jubiläumsmotto 2016 mat dir an eng neue Zeit anschwätzt. Worums geht es inhaltlich bei der Weih um Maria? Er könne méi vier dem Madeleine verbunden gehen. Von sich weggucken ob Maria als die Person, die ich gern hun, an der ich mich uvertrauen. Je me confie à elle. Die Italiener hun dafür ein passend Wort, was sich nicht übersetzen lässt. Sie schwätze von affidamento. Affidamento. Dorums geht es bei der Weihe mal erstens. Konsulatrix dreht, nieft, Zepter, Schlüssel a Rosekranz, 1866 dat göllend Herz, dat Stadt der Denkschmiederscher hier für de Bicentenaire von der Erwählung als Stadtpatronisch geschenkt hatten. An Herz, typisch romantisch Symbol für Leif an 3, passt gut an de Kader. Auch all die anderen Herzer, die man hier gesehen, die der Mutter Gottes als Merci und als Zeichen für Verehrung offriert gesehen. Leeft zu Maria, Maria gerhun, so wie wir an eisen Oktavlieder sangen, O Mam, leif Mam do Oven, ich hun dich einzig ger. Leif Mam, ich weiß nicht so, wie ger ich bei dir sin. Wie viel Konsulatrix-Durchstellungen, von Kunst bis Kitsch, sind am Lauf von den Jahrzehnten, Jahrhunderten aus dieser Leif daraus entstanden. An den Etlichstoff sind lo, mat Leif an der Expo zu Basch nicht ausgestellt. Dann zweitens, Marianisch Weihegebet als eng intensiv Erweis vom Bittgebet zu verstehen, eng intensiv Erweis vom Bittgebet. So wann den Einzelnen, eng ganz Gruppe, Kirch, eng Staat, ein Land, ein Bistum oder ein Kloster sich Maria weihen. Das Weihegebet beinhaltet dafür in allem, Maria soll die genannten ënner ihre besonnesche Schutz holen. Hei wir nachher auf den Patroziniumsgedanken hinzuweisen, war Maria patronisch von enger Kirch, engem Kloster, enger Paar aus, sowie heit por Notre Dame. Bildlich kommt das zum Ausdruck an der Schutzmantel Madonna, wo Maria Menschen in ihrem Mantel hält, protegiert, bald wie ein kluckiger Henkelchen. Das ist der Fall am Kevelarer Bildchen, wo Mutter Gottes die ganz Bildbreit mit ihrem Mantel füllt, also dem, den ob sie guckt, Protektion gibt. Ganz expressiv hier an der Kathedrale, als über dem Duxsaal, just mal sehen, nicht Welteisteras, die Regierungsfenster, wo Maria ihre weide Mantel über das Volk, mit ihre Vertreter breit, mit Bischof, Grand Duchesse Charlotte und vielen anderen. Maria breit den Mantel aus, heißt den altdeutsch Lied. Am aktuellen Text von der Reelektion, sowie vom Erzbischof am Schlusssonntag von der Oktav, und noch der nächste Sonntag deklamiert wird, heißt es: Nous vous supplions donc très humblement de nous recevoir tous sous votre très miséricordieuse protection. Notre chère patrie, notre auguste maison souveraine, tout le peuple luxembourgeois. Maria ugerufen als Beschützerin, als Schutzfrau mit ihrem Mantel, ihrem Lichtgewand, so wie der neuen Wallfahrtslied, wie unsere Väter flehten, zweite Strophe zum Ausdruck könnt. Auch uns bleib in Gefahren mit deiner Hilfe nah, will Krieg und Sünde schaden, breit aus dein Lichtgewand. Breit aus dein Lichtgewand. Maria voll der Gnaden, schirm uns und schirm das Land. Drittens bedeutet Maria Wei, sich Maria überegnen, sich hier verschreiben, und domat ausgesondert gehen aus dem profanen, rein irdischen Bereich, an dem Bereich vor Gott zugeordnet gehen, und dem Maria als gloriosa, als verherrlicht, teilhält. Daraus entsteht Verpflichtung, dem Heiligen, woran ich abgeholt sind, zu dingen. Der Paul VI. Hat das aus seinem Schreibens Marialis Cultus, Nummer 21, sinngemäß so formuliert. Den, die Maria verehrt, möchte sein Leben zu einem Opfer für Gott, geht im Jowort von Maria no,
an unterwirft sich inner der Wille vom Papa am Himmel, dadurch, dass in der Weh von der Helligkeit geht. Der Weh von der Helligkeit gehen. Viertens spielt eine gewisse Rolle der Gedanke von einem extra Tretement von denen, die sich Maria geweiht tun. Bewusstsein speziell auserwählt zu sein, vis-à-vis von anderen. Am Votum Solemne geht jetzt von «Eist ganz Volk, dat deint as, auf wie immer deint wilt bleiben. Du le peuple luxembourgeois, qui est votre et restera votre.» Die spezielle Relation zwischen Maria und dem Volk, das sich hier uvertraut wird, ist also hei am Visier. Wir soll sich hier nicht schenken am Lützeburger Land, heisst es am Lied. Fünftens bedeutet Maria wei, dass die so Maria speziell unempfohlen sind, auch die Wei solle persönlich ratifizieren, vollziehen, so wie der vielen Weihegebärden explizit ausgedrückt ist. Das ist Choix, die getroffen wird, ein Choix, die nicht anodin, harmlos und unbedeutend ist, mit zu etwas verpflichtet, nämlich engem christlichen Leben. Maria Wei authentifiziert durch ein christliches Leben. Sechstens, sich Maria weihen heißt auch, sich sie als besonderes Lebensvorbild an der Christus nachfolge wählen. Es geht darum, Christus nachfolge, die man der Darf aufhängt, zu realisieren, entsprechend dem Vorbild von Maria, so wie sie ihren heilsgeschichtlichen Auftrag erfüllt hat, an lo a Gott vollendet ist. La consécration à la Mère de Dieu n'est en aucun cas un but en soi, mais elle nous situe au contraire dans la dynamique du salut, celle de la suite de Jésus, so de Pater Josie Birsens. Sich Maria weihen bedeutet letztlich Begegnung mit Christus ausstreben, einen Lebensstil wählen, den Christus konform ist. Durch Maria also bei Christus hin, an einem Christus-konformen Leben als Sänger nachfolglich. Die vraie Devotion à la Sainte Vierge zielt laut Grignon de Montfort auf Christus. Vergiss man nicht, dass als Konsolatrix steht, du als Christus präsentiert. Maria verehren wir, mit Christus bieten wir un. Siebentens, an der Linie vom Grignon de Montfort bedeutet Maria Wei ein Allesen von der Darfwei, Taufweihe, ein Durchführen von den Engagementen, die gedäft sind, beruhen. Die erste Konsekration nur Gott als die vom Darfsakrament, als Neugeburt, durch die wir schon mit Maria verbunden gehen, mit ihrer Mutterschaft. Weil durch ihr Jahr zu Nazareth, an ihr Präsenz in dem Kreuz, wo sie all Jünger von Christus aufvertraut kriegt, hält sie Teil Heilserreichnis von ihrem Jung, und das wird vermittelt durch das Sakrament von der Darf. So schlussfolgerte Josie Birsens am Kader von der ignatianischen Spiritualität: En ce sens, la consécration à Marie n'est pas une annexe à la consécration du baptême, mais la réalisation, dans un libre choix, de la sanctification et de la mission qui nous est choix par le baptême. Marie Wei als bewusster Vollzug von der eigentlichen Konsekratio vom Christ, die geschieht, wann gedäft wird, ob den Namen von Jesus auf vom dreifaltigen Gott. Dem darf Glauben gerecht gehen, kann sich auch äußern an einer Übereignung Maria, sich ausschließen und hielt ja, dass sie Gott zu Nazareth gehen holt. Von der Konsekration à Marie schwätzt an dem Sinn auch der bekannte Mariolog René Laurentin. Elle a pour rôle d'actualiser, de réaliser la consécration du baptême. Egal wie am Detail die Weihe Maria dann ausgeseit, ob Maria selber gericht und der Dress von Jesus durch Maria, so wie beim Grignon de Montfort, oder durch das Herz von Maria, so wie sie zu Fatima gefolgt war, an Sophirun. Si on ne se consacre au sens propre qu'à Dieu, schreibt Laurentin, il est bon de se confier pour cela à Marie. Ce qui est confié à cette mère très aimante, aimée de Dieu, n'est pas perdu, et ceux qui en font l'expérience n'en sont point déçus. Achtens, eine interessante Idee verbindet den Jesuitenpater Jos Klopp 1971 mit der Marie Wei. Hier gesagt, die Wei
matten an eisen dramatische Liebesumstände als größten Ausdruck von eiser Freiheit an Hingabe, durch dem wir uns bewusst an eine christliche Haltung herabgehen und so u Gott bannen, an dem wir uns Maria inspirieren und uns in Tiere Schutz stellen. Am Klartext: die Weihe ist Ausdruck der Freiheit und Hingabe. Der weihe Gedanke lädt uns ein, täglich eine echt christliche Haltung zu leben. Maria zeigt uns, dass wir gerade dann Mensch werden, wenn wir uns der wunderbaren Macht Gottes verschreiben. Die Weihe ist der höchste Ausdruck unserer Freiheit. Wahre Freiheit ist immer ein Freiwerden für größere und höhere Bindung. Sie ist keineswegs ein wilder Freiheitsdrang. Wenn wir uns nach dem Beispiel Mariens Gott hingeben, erlangen wir den höchsten Grad der Freiheit. Das Ja-Wort Mariens ist der letzte Gipfel, den der Mensch in seiner Freiheit erreichen kann. Wo Pater Klopp Marie Wei versteht als ein Eraklammen an hiet Jo-Wort o Gott a vis-à-vis vu segem Heilsplan, ein Akt vu größter persönlicher Freiheit. Der belgische Trappist Jean-François de Louvancourt zieht Marie Wei als 3 Schritt op. Konsekration beinhaltet 3 Aspekte. Doof so und Sünd, da goen an den Universum vor Gott an, als dynamisch Komposant durch Matmenschen. Keiner füllt das besser wie die Jesus selber, dann aber auch sein Mann. Maria als Modell von all Konsekration durch ihren Elan ob Gott zu, durch ihre aktiv Offenheit wird Gnot vor Gott. Und so ist ebenfalls eng Weih Maria strukturiert, die letztlich auf Gott selber ausgerichtet ist. Da sind aufsoen, agoen an den Universum vor Gott, sich Matmenschen bemühen. Die vom Pakt zwischen Maria und dem Volk also heute annehmen. Als Anwohner von Stader Land, soweit sie katholisch sind, droht die Überzeugung, dass sie mit der Mutter Gottes durch eine Zucht Pakt, ein Bund, eine Allianz verbunden sind. Der Bund von Gott mit seinem Volk ist ja eine urbiblische Idee und durchzieht die beiden Testamente, das Alt und das Neid. Der Pakt zwischen Maria und ihrem Volk, nos autem populus tuus, mir sind dein Volk, war der Wortspruch vom Bischof Lommel, geht all Jahr erneuert durch die Oktav mit ihrem Point d'Orgue Schluss Sonntag an eben der Erneuerung von der Weihe und Mutter Gottes, morgens an der Pontifikalen Mass, und mit der feierlichen Schlussprozession nur mittags. Das Idee vom Vertrag zwischen der Patrinisch an ihrem Volk hat durch den Dompfarrer Raske für das Jubiläum 1966 thematisiert. Es ist ein förmlicher Vertrag, ein Contrat bilateral, der nicht einfach nur von einer Seite gekündigt werden kann. Es wird ein offiziell öffentlicher Rechtsakt, wobei es dann die ganz persönliche Sache vom einzelnen Mensch ist, was für eine Intention, was für einen Grad, was für eine Moos hier sich und so ein Gelübde beteiligen oder auch nicht beteiligen will. Dominique Foyer vom Institut Catholique von Lille schreibt dazu, sie hat eine Etude gemacht über Mutter Gottes von Valenciennes. Wie vieles von dem, was sie schreibt, kann ich noch für Lützeburg überholen. Ce schéma nous semble profondément théologique, pour ne pas dire biblique. Il s'agit d'une alliance vécue et célébrée entre le ciel, Dieu, ici représenté par la Vierge Marie, et un peuple particulier. Sie annimmt Figur von der Vierge tutélaire, Vierge Protectrice, die das biblisch und theologisch Idee vom Pakt gewissermaßen kristallisiert. C'est le schéma d'une alliance entre le Dieu très haut et un peuple élu, wobei auch mir als an dem Fall als die aktuell Beneficiären gucken. Und Dominique Foyer schlussfolgert, was die noch für die Oktav kann nachvollziehen, l'avenir seul dira si ce type de lien peut encore être opérant dans une époque de sécularisation croissante. Das ist umso mehr auch die Oktav an den letzten Jahrzehnten von ihrer Ferveur angebeist wird. Durch zahlenmäßig Männerbeteiligung, Säkularisierung von der Gesellschaft,
a fraglich Partizipation vun de politische Mandatsträger an engem Regime vun Trennung vu Staat a Kirch. Op der anderen Seite ass mat Fred festzustellen, dass die linguistisch Kommunitäten, die zu Lützeburg implantiert sind, Portugiesen, Frankophoner, Italiener, Anglophoner an sovieren, immer méi deelhoelen u wichtige Momente vun eiser Oktav, wie Messe du Peuple de Dieu 1. Oktav Sonntag, Lichterprozessionen, Rosaire intercommunautaire, Massen von denen verschiedene Spruchgruppen, Folklorgruppen, die unter Schlussprozession partizipieren, an sovieren. Domat drohen sie dem Umstand Rechnung, dass wir ein Immigrationsland sind, wo die religiöse Komponente eng bedeutend integrativ Kraft tut. So hängt es also viel davon auf, was wir all aus dieser Situation machen. Oder wie der Friedrich Raske vor 50 Jahren sinngemäß gesagt hat, Lützeburg ist nicht Częstochowa, nicht Lucht und nicht Fatima. Lützeburg ist etwas Eigenartiges, etwas Einzigartiges, etwas Emoliges. Lützeburg ist das, was Lützeburger daraus machen. Kommen wir bei der Lützeburger Ekklesiologie von André Lesch. An einem Recyclage, den wir für Jahren am Seminar organisiert hatten zum Thema Kirche, wie geht das? Hatten Herr Lesch, früheren Dogmatikprofessor, eine Lützeburger Ekklesiologie, das heißt Lehre über die Kirche oder Vue von der Kirche entworfen. Dabei hatten wir stark marianisches Profil herausgeschafft. Im Folgenden ist also Team gegangen. Die Kirche zu Lützeburg zeichnet sich dadurch aus, dass sie durch die Wählung von Maria eigentlich erreicht als Lützeburger Kirche entstanden ist. Ecclesiogenesis, die Wahl Marias. Eng von den ersten Handlungen war nicht die erste überhaupt, wo die Kirche, und auch schon dem Volk zu Lützeburg, das Subjekt von dem Akt war, als die Wahl von Maria als ihr Schutzpatronisch. Es war da den historischen und geschichtsmächtigen Akt, an dem Volk selber sich verwirklicht und durchstellt. Zwar ist die Erwählung auf die Initiative von den Jesuiten zurückgegangen, und das ein Akt von Stellvertretung durch die politische Autorität. Das Volk hat aber den Akt nicht erlitten, mehr ratifiziert, matt vollzogen und matt gedrohen. Das Elektion von der Stadt 1666 und vom Land 1671 weist, dass das Volk Subjekt, das heißt emanzipiert responsablen Akteur für seinem geschichtlichen Handeln genas und daran seine Identität findet. Ganz marianisch füllt Sinn und dadurch eigentlich ganz Christus zugehörig. So wird sich schon 1666 und 1671 an einem ersten Schritt Lützeburger Kirche konstituiert, in das marianische Vierzeichen, obwohl sie strukturell recht 1840 als apostolisches Vikariat, respektive 1870 als eigenständig Diözes geboren gouf, am vollen Sinn vom Wort. Lützeburger Bischöfe haben alle gut Weihe Maria ratifiziert, und das nur vollzogen, was das Volk gemacht hat. Aber bis heute gibt sie auf diese Manier alle Jahre wiederholt. Als Bischofskirche, als Mariakirche und zugleich Pilgerkirche. Wir sind als Lützeburger Kirche Volk Gottes mit Maria als Urbild erlebt steht. Die Wahl von Maria an der Optik von den Jesuiten als die Wähle vom christlichen Glauben als Lebensweg und am Hinblick auf eine Gestaltung von der Gesellschaft. Mit der Wahl von Maria und Lützeburger optiert für eine Wahl vom christlichen Glauben. Eine Option, die regelmäßig zu erneuern ist und also nicht für allemal evident ist. Damit, so den André Lesch, verpflichtet sich Lützeburger Kirche an der Erwählung von Maria auch bestimmte Werte an das Leben vom ganzen Volk anzubringen. Lebt, Respekt für dem Geringen, die Kontemplativdimension, Dignität von der menschlichen Person, der Kampf gegen die Fremdbestimmung vom Mensch durch Technokratie, an so vielen. An einer quasi total säkularisierter Gesellschaft wie die Lützeburger findet für die Kirche Terrain genug, egal wie fruchtbar oder unfruchtbar den Terrain auch sie macht, wo sie kann und muss den Sohn vom Evangelium, von der christlichen Ethik, von der Sozialdoktrin ersehnen an der dann einem missionarischen Geist.
Lo Ausführungen zum Schlüssel als Schlüsselereignis. Wenn ich Sonntagsmorgens an Radios Mass fuhren, spielt der Schlüssel eine große Rolle. Wurde ich für drun telefonieren ich der respektiver Person, Koster oder Kostisch, die die Kirche Schlüssel hört, wie dat sie soll morgens frei um 7 Uhr absperren, von Techniker kommen, für ihr Mikro zu installieren. Ohne den Schlüssel gibt dort nicht gehen, gibt Mass ausfallen. Gott sei Dank war das noch nie der Fall. 1666 als zwei von der Stadt auf Festung Lützeburg komplettiert kind durch Staatsschlüsseln, die Maria überdrohe goufen. Es waren 3 offizielle Persönlichkeiten, die dort Schlüsseln von 3 Hauptfestungsparten dem Zöllebrands übergehen haben. Hin hat sie 4 Mutter Gottes gelöscht und hin sie durch nur ihrem Zweck gehen. Es waren der Stadtpropst, den Proprietäten von der Stadt verwaltet hat, der Stadtrichter, das heißt eigentlich der Bürgermeister, und der Stadtbaumeister, das heißt der Stadteinnehmer. Die Schlüsseln bedeuten Eigentumsrecht hun iwwer Eppes, aber auch die Pflicht drüber zu wachen. Dat krut also die neue Herrin von der Stadt ugedrohen. E Joer drop gouf dieselbe Zeremonie vom Gouverneur, dem Prinz von Chimay, quasi kopiert. Die keier aber mit engem Goldschlüssel, den der Staat patronisch überreicht gouf, an den Center hier zu ihren Insignien geheiert, auch auf quasi allen Kopien an Aufbilder. Der Schlüssel offrieren, dat war demals ein gängigen politischen Gest. Wenn der Fürst eng Staat feierlich a Besitz geholt huet bei seinem Adventus, seiner joyeuse Entrée, da gouf ihm der Schlüssel von der Stadt überreicht. De Napoleon krut, wie in 1804 auf Lützeburg könnt, der Staatsschlüssel offriert. Aber weil sie keine besseren hatten, haben sie der Mutter Gottes hier geholt und ihm den auf einem Coussin präsentiert. Daraufhin sotien, reprenez-les, elles sont en bonne main. Das war die rituelle Antwort, die überall gehen hat bei dieser Zeremonie. An all Stadt, wo hingekommen ist, ausgehend von Aachen, wo seine Tournee angefangen hat. Mit zu Lützeburg gouf sing aus so ziemlich sehr als eng fromm Antwort gedeiht. No Motto, so gut den unchristliche Käser von den Franzosen, hat der Mutter Gottes an einem prophetischen Akt ihre Schlüssel an domat hier Verfügungsgewalt über Lützeburg zurückgehen. Ke geringeren wie den demolie Bürgermeister Servet hat den Satz von Napoleon so, dat heißt religiös interpretiert. Hier nur paar Jahre drop, 1807, der Trägerin an der Kathedral Schlusssonntag von der Oktav dieselbigste Schlüssel nach einkeier am Namen vom Staater Chefen a Gemengerot übergin, wobei den zuständigen Bischof Geoffrey von Metz, Lützeburg hat damals zur Diözese Metz gehört, in einen Empfang geholt hat. Haut fanden wir so eine Schlüsselzeremonie nach Rim bei der Installation von einem Pastor, den den Schlüssel von der Pfarrkirche überreicht kriegt. Oder lag nicht beim Kölner Karneval, wo den Oberbürgermeister dem Kölsche Dreigestirn näher in dem Bauer für Zeit von der Fasenacht den Schlüssel von der Stadt Köln übergibt. Oder, das ist schon mal seriös, bei der englischen Queen, die all Jahr ihr sie zu Edinburgh ob Schloss Balmoral den Sommer verbringt, vom Bürgermeister den Schlüssel von der Stadt ob einem Coussin überreicht kriegt an, so wie Napoleon in direkt nicht zurücklädt. Jedenfalls wird die Lützeburger Schlüsselzehn, die von 1666, 67 und von 1804 dermaßen impressioniert als quasi etwas Mythisches, das an den literarischen Dokumenten und an der Ikonografie markant Spuren hinterlassen hat. Aber bis heute dreht ja als Trägerin ihre Schlüssel, so hat er nach ein paar dabei gekriegt. Am Jubiläumsjahr 1866 ein von der paar erst danach. An 1963 beim Millenär von der Stadt Lützeburg einen weiteren vom Chefen a Gemengerot von der Stadt, ugefordert vom liberalen Bürgermeister Hamilius. Der Schlüssel übergehen heischt, sich enger Person übereignen, sich hier verschreiben. Und noch wie den André Leschnach ausfeiert, Maria mit dem Schlüssel gibt Zugang zum verschlossenen Bereich des Lebens. Mit dem Kind hat sie den Schlüssel der Geschichte, den Schlüssel der Unterwelt.
Op Maria Himmelfahrt des Jahr huet also freieren Erzbischof Monseigneur Frank zu Lengfeld no bei Würzburg eng Litzeburger Konsulatriksdurchstellung vun 1750 eng Rokoko-Ausfeierung entdeckt, die für kurzem opwendig restauriert ginnas. De Schlüssel hu se hier wahrscheinlich, weil se net besser wussten, net un Hand gehangen wie un de Bauch gebitzt. Am Kommentar dazu heeschtet, die Mutter Gottes mit dem Jesuskind sind als Himmelskönige dargestellt. Maria mit dem Zepter und dem Himmelsschlüssel auf dem Gewand, Jesus mit der Weltkugel. Der Schlüssel der Madonna ist neben dem Himmelsschlüssel auch gleichzeitig der Schlüssel der Stadt Luxemburg, ist sie doch auch Patronin von Luxemburg. Immerhin kriegt ihre Schlüssel als Himmelsschlüssel eng neue Bedeutung. Sie soll domat eist den Himmel absperren, den Zugang zum Himmel ermöglichen, auch schließen. Der Monseigneur Frank hat schon für Maria Himmelfahrt 2002 an den deutschen Observatore als einem Kommentar zum Fest geschrieben und sich dabei bezogen auf die Schlüsselszene von Napoleon. Auch wir wollen Maria unser Schicksal, unser Leben, ja die Schlüssel unserer Existenz anvertrauen. Dann können wir gewiss sein, wir sind in guten Händen. Dann wird sie auch uns das Tor zum ewigen Leben aufsperren. Jedenfalls war der Wählung von 1666 ein Schlüsselevent am Leben vom Litzeburger Volk, so wie all Marie Weih ein Schlüsselerlebnis am Leben von einem Christ kann sein. Und als gemeinschaftliche Erneuerung von der Weih um Maria, der Votum Solemne, den wir all Jahr an der Oktav vierholen, an den nächsten Sonntag, 350. Jahrestag von der Stadtweih, ganz feierlich wiederholen, ein Schlüsselereignis ist. Die Weih und Mutter Gottes, Schlüsselevent am Leben vom Christ und von der Kirche. Auch wenn ich heil eine kleine Ernüchterung muss mitteilen. Wir haben einen Trend für zu mengen, dass Mutter Gottes einen Schlüssel dreht, das für ein typisch Lützeburger Sache. Il n'en est rien. Am Sommer habe ich eine Wallfahrt gemacht bei Notre-Dame de la Sarthe und Plateau über der Stadt Huy, nur bei Leck, 160 Kilometer von Haie weg. Auch da gedenk Ugedo Marienstatue verehrt, höre cool, dass zu selbiger Zeit entstanden wie den zu Lützeburg, oder aber nicht mit dieser Konsulatrice Verehrung zu dienen. Des Notre-Dame de la Sarthe geht all 7 Jahre ein Ruf an die Stadt gedrohen, und da werden denger Neuen am Mai an der Kollegiale Notre-Dame verehrt, und schließlich in dieser feierlicher Schlussprozession zurückgedrohen auf die Techt an ihre Kirche. Sie gouf seinerzeit von den Dominikanern betreut, die aber haut nicht mehr da sind. Und für und allem, sie dreht den Schlüssel, und zwar den Schlüssel von der Stadt Huy, die sich hier konsakriert hat. Wie ich da war, hat sie sogar 2 Schlüssel, einen an der Hand hängen, so wie als Trägerin, an den um Bauch und Rack ugebitzt. Meine Ernüchterung ist noch mehr groß gehen, wie der Marc Scheckmer 4 und 3 Wochen ein Foto von einer anderen Muttergottesstatue zu Antwerpen an der Pauluskirche gemailt hat. Auch sie dreht den Schlüssel. Er gouf am 17. Jahrhundert immer Anfang Oktober an einer Prozession durch Antwerpen gedrohen. Wahrscheinlich geht es nach einer Plätzen, aber womöglich wäre der Mut, der Mutter Gottes bei einer Stadtweih den Staatsschlüssel zu übergeben. Vielleicht wird ja mal interessant, eine systematische Aufstellung hiervon zu machen, auch von der Lützeburg nehmen wir ein Fallbeispiel an einem größeren Kontext das, mir auch das signifikativ. Und gerade so von Interesse kann sein, den Konstat zu machen, wie als echt der Mutter Gottes den Schlüssel überreicht hat, wie also der Begründer von der Schlüsseltradition war. Die vom Schlüssel greift also Papst Franziskus ab, indem sie sich spiritualisiert als eine Message für den Welttag von den Kranken 2016. Sinngemäß seht ihr: Wenn ich an eine existenziell schwierige Situation komme, an eine Krise, an mir vorstellen, wie weit grad ich, aber wo ich dann am liebsten verzweifeln und denken, alles wie verloren, nichts hat mir Sinn. In solchen Situationen wird der Glaube an Gott einerseits auf die Probe gestellt, aber andererseits offenbart er zugleich sein ganzes positives Potenzial. Nicht, weil der Glaube die Krankheit, den Schmerz oder die daraus entstehenden Fragen zum Verschwinden bringt, sondern weil er einen Schlüssel
anbietet, mit dem wir den tieferen Sinn dessen entdecken können, was wir erleben. Ein Schlüssel, der uns zu sehen hilft, dass die Krankheit Weg zu einer größeren Nähe zu Jesus sein kann, der mit dem Kreuz beladen an unserer Seite geht. Und diesen Schlüssel gibt uns die Mutter, Maria, die diesen Weg gut kennt. Gerade Maria kann also im Krankebett trösten mit dem Trost, den sie selber vor Gott hier kriegt tut. Maria als die geträcht Mann, die hier kann trägt. So lässt Maria eist den Trost erfuhren, an dem sie weiterreicht, was sie selber empfangen hat. Sie gedeist der Schlüssel für Krankheit an Not zu deuten und zu bestohlen, nämlich unter Seite vom kreuzdrohende Christus anzusummen mit ihm. So wie sie selber jo innert dem Kreuz stung, mit ihm gelitten hat, an ihm no war, als Oktav Evangelium. Also auch da das spirituelle Broderie rundherum der Mutter Gottes hierin Schlüssel. Kommen wir bei den Aufschluss. Der Gedanke von der Weih Maria hat Agang von der neuen Oktavlieder am deutlichsten bei O Mam leif Mam, komponiert von Pierre Bertel, den Text aus von Charles Mühlendorf, ist allbest bekannt. O Mam leif Mam do Uwen, ich hun dich einzig gär, dein Nummers mir gegroven, an Herz bis an de Kehr. Ich sin soweit ich denken, Mutter Gottes kommt. Wer soll sich hier nicht schenken am Litzeburger Land? Das Gebet war der Magnificat 810 als Gebet von den Oktav Pilger ugefordert wird, als auch ein Weihegebet. Wir kennen es von Oktav Piller hier. Normalerweise geht es am 10. Oktober und am 20. Februar vom Bischof aufwieselt man Volk für ein Bild von der Trägerin Gebet. Da gehe ich doch inhaltlich nicht drauf an. Es respektiert die Dualstruktur vom Pakt, wo jeder von denen zwei Bündnispartner etwas gibt, als jeder etwas kriegt. Wir gehen als Versprechen, Maria geht zu hun und treibt sie am Glav, als sie wacht als Konterpartie über dies mit ihrem Schutz. Das also von Eis aus gesehen zugleich Versprechen an Demand. Wir kennen das Weihegebet. Heilig Maria, Gottes Mam, trägt drin am Lied. Wie all Joa, gib mir dir eist Versprechen. Mehr wie 300 Joa, was du mit eis gang. Haut versprech mir dir ob Neiz, dich gär zu hun, am Trei zu sinn, am christliche Glav. Leif Mam, patronisch vu Stader Land, alles lehe mir an den Hen, wat eis leif an hellig as. Eis Familien, eis Kanner, eis Freiheit, eis Ähnlichkeit, Glück von der Hemicht an de Frieden durch dat Welt. Sehen, die eis regieren, behit den Kanner, hei heman an der Friend, a feier eis de weh an dewig Hemicht. Amen. In einer Weihegebet als die persönliche Weih von Allkant und Mutter Gottes Noda darf. Durch den Votum Solemne, so de Friedrich Raski, dreht all Lützebäuer, ob en dat will oder nicht, 1666 eng Empreinte Marial aus sich. Deutlich gettert an noch existenziell grundgelöst am Weihegebet, dat zum Schluss von der Kanner darf vorgesehen as, a wo et heescht. Heilig Maria, Gottes Mam, trägt drin am Lied, als Volk dich für Jahrhunderten zu seiner patronisch gewählt. Wir bringen eist Kant, dat du grad gedeft gouf bei dich, für dir zu weihen. Hal du den Hand iwer deist Kant, so wiest du für dei Kant Jesus gemach hast, abiert für hat beim Herrgott. Hölle weiß et gut zu erzählen, an et ob Liewen viel zu bereden. Wir versprechen dir ob Neiz, dich gern zu hun, an Trei zu sinn am christliche Glav. Steh eis all zur Seit mat dingem Gebiet, bei allem wat mat din am machen. Bleib bei Eis all Stund von eisem Leben. Amen. Erlaubt mir zu schließen mit einem existenziellen Moment, wie ich für lange Jahre auf der Flat hier innerhalb von Mont Blanc und einer Retraite teilgeholt habe, hat der letzte Exerzis daran bestanden, so gut man vom Retraitepater ugedrohen, ein Mariegebet zu schreiben, ganz einfach und ganz persönlich, zu Form von einer Weih Maria. Schon dat gemacht, erbeten sind hier Almoren als Aufschluss von der Laudes, dem Moresgebiet von der Kirche.
J'invitiere ich lo am Herz matzubieden und dann zusammen aufzuschließen mit einem Ave Maria, was schließlich dem Lied gesungen, O Mam leif Mam. Ô Marie, Mère de Dieu, consolatrice des affligés, je te remercie de toutes les grâces et consolations que tu ne cesses de demander à ton Fils et de prodiguer à tous ceux qui t'implorent. Je te prie, sois proche d'eux. Sois proche aussi de moi, surtout dans les situations de peine, d'angoisse et de tentation. Conduis-moi vers ton Fils et je te promets d'être proche de toi, fidèle à toi. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.